Ja, herzlich willkommen da im Delta-Quadrant zu einem weiteren Spiel von StarCraft 2. Ich bin Desi2O und heute sehen wir ein Spiel zwischen dem Zafrumi, roten Protoss von Skill.ch und dem Sal, orangen Zerg von 40 Arrow. Es ist natürlich das zweite Spiel vor der zweiten Serie von dem Clan War zwischen 40 Arrow und Skill.ch. Und wir können schon gespannt sein, ob das Spiel auch so einseitig wird wie das erste, wo der Zafrumi ja dummerweise auf ein bisschen ein ökonomischer Bild gestellt hat und dann überrannt worden ist von einem Speedling-Bild von seinem Gegner im Saal. Und wir werden sehen, wie das heute rauskommt. Und wir sehen, die beiden Opponenten scouten wieder wie wild im Zeug rum. Und sehen, Dings geht zwar richtig am Zahl sein Overlord, wird aber zu viele brauchen, bis er da ist. In der Zwischenzeit geht seine Drone in eine komplett andere Richtung und es geht so ziemlich alles andere. Das gleiche gilt auch für Zafrumi seine Probe. Und seine Probe, die geht auch an falschen Ort her. Weiß jetzt aber genau, wo sein Gegner ist. Und wird, ja, er kommt in die Basis rein, kann umschauen, sieht. Es ist alles da, was ist. Und er macht einen Gas-Steal! Und wird das der Zafrumi in sein Bild zurückwerfen. Der Zafrumi entscheidet sich nicht zu scouten, entscheidet sich seine Probe hier zu verstecken. Und der Fall macht den Gas-Steal perfekt. Allerdings hätte er hier abgebrochen und das wiederholt. Hätte der Zafrumi hier nicht einfach seinen Berserker können einschicken und alles gut machen, muss in der Zwischenzeit eine Probe hier stehen. Um sicher zu gehen, dass nicht weitere Scouts in seine Basis rein können, kann die Probe jetzt wieder zurück zum Gas schicken. Stellt jetzt einen Berserker hin als Scout. Und anscheinend wird das hier ein Vorgate mit 4. Sage und schreibe 4 ganze Warp Gates. Und die Warp-Technologie ist auch unterwegs. Aber jetzt sieht Sal die 4 Gates, wenn er das anklickt. Hier ist Force Field hat verhindert, dass der Sal seine Truppen hätte zurückziehen können. Und hier haben wir einen versteckten Pylon, einen sehr spannenden versteckten Pylon, wo eben Zafrumi wird erlauben, nicht nur Truppen hier rein zu warpen, sondern auch hier. Und so quasi einen Two-Pranked Attack können machen auf die Mineral Line vom Sal. Sal hat hier zwar seine Expansion, aber wird das lange, um mit dem Vorgate vom Zafrumi können mithalten. Hier hat der Zafrumi schon eine ganz anständige Armee, um von Druck zu machen. Hat hier hinten auch Truppen reingewarpt und greift jetzt gleichzeitig vorne an und schickt seine Truppen dahin in die Mineral Line. Und irgendwie reagiert der Zahl spät. Ein Haufen Probes gehen down. 3, 4, 3, die haben alle etwa 3 Kills. Das sind etwa sicher 12 Probes, die da down gegangen sind. Und wenn man aufs Income schaut, sehen, wirkt sich das auch aus. Der Saal hat nur noch 7 Probes. Er sieht jetzt hier zwar den Pylon, aber zu was für einem hohen Preis. Der Zafrumi warpt hier zwar noch ein bisschen Truppen rein, um den Pylon zu halten, wird die aber vermutlich verlieren. Warpt im letzten Moment hierhin noch ein bisschen Truppen rein. Und geht jetzt wieder in die Middle-Line von seinem Gegner rein. Wird das lange zum nochmal Truppen reinrahmen für den Zafrumi. Der Zafrumi hat nicht Ressourcen zum Expandieren in der Zwischenzeit. Aber er sieht, das bringt nicht viel. Aber hier hat er schon wieder Nachschub geschickt. Und kann hier in die zweite Mineral Line reingehen. Kann weiter Schaden machen. Der Sal hat 7 neue Sammler können herwarpen. Allerdings auch zum Preis, dass er jetzt natürlich nicht mehr so wahnsinnig viele Truppen hat. Und Zafrumi hat wirklich viel Druck auf den Gegner können machen. Und wenn wir auf Production Tab schauen, sehen wir, er hat hier erstmal genug Truppen in seiner Basis. Wird sich jetzt bereit machen zum einen weiteren Push. Sollte er wägen zu expandieren, er entscheidet sich stattdessen für eine Schmiede. Und sein Gegner, der Sal, hat jetzt nur noch etwas, was für ihn spricht, nämlich dass er eine Brutstätte mehr hat, dass er eine Basis mehr hat in dem Sinn. Allerdings wird das im Army Count, ist er deutlich in drin. Wir sehen es, 28 Foot über 30, 48 Foot gegenüber 30.
Und der Zafrumi macht jetzt anscheinend einen weiteren Push raus. Der Sal sieht, dass er seine Armee zurückziehen muss. Das sind einfach zu viele Berserker auf dem Feld. Er muss jetzt irgendwie probieren, seine Basis zu verteidigen. Eventuell werden ein paar Spinecrawler ganz nützlich, aber auf der Map ist die Natural natürlich sehr offen und es ist schwer, Spinecrawler so zu positionieren, dass sie sowohl Natural wie auch die Expansion verteidigen. Und hier kommt ein Proxy-Pylon. Der Dings wird I4I machen. Er geht auf Base los, wird ein Base-Trade. Aber da steht schon ein Berserker. Und wird das lange. Nein, er muss seine Truppe jetzt zurückziehen. Hofft so doch noch seine Basis können zu halten. Und schafft er das Surround? Nein, hier in diesen engen Dings und jetzt gehen noch Forcefields down. In diesen engen Schluchten rund um Mineral Line sind Zerglinge natürlich stark im Nachteil gegenüber jeder Armee und insbesondere gegen Berserker, die einfach viel stärker sind. Und selbst jetzt, wo sie von Mineral Line wegzugehen, hat es einfach viel zu wenig Zerglings. Und Zafrumi kann hier alle Ruhe die Expansion platt machen. Hier kommen ein paar Zerglinge runter, aber es ist ein wirklich lächerlicher Amount. Selbst zusammen mit diesen Broodlings langt das nicht annähernd, um deren Armee irgendetwas anzuhaben. Und der Sal sagt GG und damit ist die Partie vorbei. Es ist wirklich lehrbuchhaftes Vorgehen, das der Zafrumi da gespielt hat. Der Tour ist die Serie jetzt wieder ausgeglichen 1:1 und es kommt zum dritten und alles entscheidende Spiel in der zweiten Serie von dem Clan War zwischen Skill.ch und 40SAROW. Ich hoffe, ich sehe euch zu dem Spiel. SEO sagt GG.